Es wäre eigentlich noch ganz toll, wenn die wir auf dieser Reise um die Welt kennengelernt haben, auch ans Waldweihnachtsfest kämen. Der Tukan, der kleine Orang-Utang, der Koalabär, die Elefantendame. Aber denen wäre es allweg da viel zu kalt. Also, ich habe ja beides gern. Heiß und kalt. Mir gefällt es, dass wir 4 Jahreszeiten haben. Jede Jahreszeit hat einen anderen Duft. Im Frühling schmeckt es nach Blumen und die Natur wird neu. Im Sommer schmeckt es nach Gräser und Heu. Im Herbst genießt man den süßen Äpfelduft. Und im Winter schmeckt man gern die kalte, frische Luft. «Charlie! Charlie!» Es Reh kommt zu springen. «Hey, Reh! Was ist los? Wieso bist du so aufgeregt?» Im Reh seine dünnen Beine zittern nämlich vor Aufregung. «Charlie! Unser Weihnachtsbaum ist fort. Einfach verschwunden.» «Was? Das kann doch nicht sein!» So schnell wie möglich rennt der Charlie zu der grossen Tanne, besser gesagt dorthin, wo sie mal gestanden ist. Die anderen sind auch da. Niemand kann recht glauben, was passiert ist. Aber tatsächlich. Die Tanne, wo der Weihnachtsbaum werden sollte, ist fort. Wer hat echt die gestohlen? Das lassen wir uns nicht gefallen. Kommt, wir werden den Dieb finden. Alle nicken und miteinander machen sie sich auf die Suche. Schon gleich entdecken sie eine breite Spur, so wie wenn jemand etwas Grosses durch den Wald geschleift hat. Sie gehen dieser Schleifspur nach. Und jetzt schau auch da. Die schöne grosse Tanne liegt am Boden. Und nebendran sitzt der Wolf und heult, wie wenn Vollmond wäre. Au! Kein Tier ausser der Charlie traut auch nur einen Schritt näher. Der Charlie aber stapft zum Wolf und sagt ganz nett: Lieber Wolf, wieso hast du unseren Weihnachtsbaum gestohlen? Der Wolf ist sehr überrascht, dass jemand so nett mit ihm redet. Das hat er noch nie erlebt. Menschen zielen sogar mit Gewehr auf ihn und wollen, dass er verschwindet. Der Wolf bleibt wie angewurzelt stehen und heult. Au! Es tut mir leid. Ich hätte eben so gern mit euch Weihnachten feiern. Aber niemand hat mich eingeladen. Und dann habe ich halt gedacht... Alles klar. Und dann hast du gedacht, dass du wenigstens den Baum für dich haben willst. Ja, das kann ich verstehen, aber das ist doch keine Lösung. Was bringt dir so einen Baum, wenn du dann doch alleine bist? Warte, ich glaube, ich muss da etwas klären. Der Charlie geht zurück zu den anderen und sagt: